Somit grüße zurück zu diesem außertürlichen Infovideo zu Generation Zero. Ich werde jetzt was einblenden und danach werde ich kurz und schmerzlos oder auch ein bisschen umfangreicher, je nachdem wie ich gerade lustig bin, drauf eingehen. Bis gleich. Ich weiß noch nicht, bis wann sie kommen wird. Nach Episode 27 des Generation Zero Durchlaufs spreche ich eine große Spoilerwarnung aus, falls du die Hauptgeschichte nicht kennst. Ich bin gerade dabei, aus circa 10 Gigabyte an Material ein Geschichtsvideo zusammenzuschneiden. Ich brauche aber noch einige Dinge, also das heißt, Orte, die jetzt da erwähnt werden, die muss ich nochmal in den Fotomodus setzen, im Spiel selber, muss da, das Aufnahmeprogramm drüber laufen lassen, ein paar Minuten und hin und her und bla bla bla, daher auch der etwaige Abstand zwischen den Videos jetzt in diesem Monat. Das sagte ich im letzten Video zu diesem Thema. Und ich muss ein bisschen ausholen. Mit dem Recon-Update, wo ihr jetzt diesen Durchlauf neu begonnen habt, sind ja 2 NPCs mit hineingekommen. Oder waren die schon früher da? Wurscht. Scheiß drauf. Und zwar, du hast jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder du folgst der kompletten Hauptgeschichte mit allen Nebenmissionen durch die ganze Scherengartenregion. Und du hast dann die Möglichkeit, sobald du ins Ackerland kommst, steht dir eigentlich die Welt offen und du kannst deinen Weg gehen, wie du willst. Wenn du es jetzt aber so wie ich machen willst, dass du die Geschichte so erzählst, wie sie eigentlich stattgefunden hat, musst du auf die Wikipedia oder auf die Generation Zero Wiki gehen im Internet und dir raussuchen oder rausarbeiten, wie der Storyverlauf ist. Es dauert seine Zeit. Es dauert auch seine Zeit, bis du jeden einzelnen Punkt der Hauptgeschichte abgegangen bist, sagen wir es jetzt einmal so, oder abgelaufen bist, dass du sämtliche Informationen bzw. sämtliche Schreiben, Notizbücher, Kassetten, alles abgehört hast, durchgelesen hast, bla bla bla. Das dauert in dem Spiel, das zieht sich. Die Scherengartenregion beschreibt ja eigentlich derzeit nur die Therese, den Pontus, die Anita und die schwedische Armee. Genau. Wie wir aus einem Tonband wissen, das blende ich dir jetzt schnell ein, damit du ein bisschen einen Überblick hast, in englischer Sprachausgabe. Die Anita wird erwähnt, dass sie verschwunden ist seitens der Informationen durch das schwedische Militär. Ich blende das jetzt kurz ein. Bertil Ludwig to Vestland. We've established position at Iboholmen Castle, but the civilian Anita Sjögren is nowhere to be found. No visual contact of what she described, but Sigint did pick up something. Contact! 3 o'clock! I repeat, we have... Die Anita verschwindet, ist spurlos verschwunden. Sie taucht aber später wieder auf. Das ist jetzt aber für diesen Storyverlauf bzw. für die Geschichte jetzt, die ich jetzt mit diesem Video erzählen will, raus aus dem Spiel, nicht wichtig. Das ist absolut jetzt nicht wichtig. Die Hauptgeschichte findet nämlich ihre Fortsetzung in der Südküstenregion. Genau. Wenn man die Südküstenregion durchgeht, gibt es 2 Orte bzw. 2 oder 3 Ereignisse, die relativ wichtig sind. Jetzt einmal nur oberflächlich erklärt. Ich will nicht zu viel verraten. Der Tag der Katastrophe war ja am 10.11.1989. Wir müssen aber in der Geschichte an sich selber noch eine Zeitreise zurück in die 70er machen. Das ist ein augenscheinlich nicht unwichtiger Punkt, den wir später für die Geschichte später oben raus brauchen.
Du hast ja jetzt durch dieses letzte Update hast du auch die Möglichkeit, dass du dir einen anderen Charakter erstellst. Einen zweiten oder dritten oder vierten Charakter. Du kannst den aktuellen Charakter, den hochgelevelten, kannst du für den Anfang wieder nehmen, hin und her und ja, du weißt das eh ungefähr. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe den derzeit hochgelevelten Charakter wieder genommen und von vorne begonnen. Mir fehlt etwas, beziehungsweise ich muss 2 oder 3 Ereignisse nochmal neu aufnehmen. Erstens in englischer Sprachaufnahme und das zweite an der ganzen Sache, ich muss etwas herausarbeiten, was ich noch nicht ganz verstehe. Ich kann es zwar, ich weiß zwar, um was es geht, aber ich muss es nochmal neu aufarbeiten, eben für das Video. Das Video wird relativ umfangreich und vor allem, ich brauche ein Skript dazu. Genau. Und dazu kommt am Schluss was. Genau, da möchte ich dann noch was einblenden. Das ist so in der Art wie eine Demo. Genau. Ob das dann so kommt im eigentlichen Geschichtsvideo, das sehe ich dann in der Zukunft. Auf was ich jetzt hinaus muss. Ich habe folgendes Problem. Und zwar Episode 26. Im Video vom 2.11. habe ich ja gesagt, das Video oder die Story-Video kommt zwischen Episode 27 und 28. Jetzt ist aber Episode 26 knapp 1,5 Stunden lang im Vorrendern. Ich werde es jetzt so machen, ich werde die Zeit noch brauchen. Ich werde die 1,5 Stunden auf 3 oder 4 Episoden splitten, dass wir 3 oder 4 Episoden haben. Dann kommt das Geschichtsvideo erst irgendwann zwischen Episode 30 und 32. Ist ja jetzt einmal wurscht von den Faktor her. Ne? Allerdings muss ich dazu eines sagen. Ja, ich muss dazu sagen, einige Projekte werden sich jetzt dadurch verschieben. Genau, Alien Isolation wird ein bisschen später folgen. Da wollte ich eigentlich jetzt wieder neue Aufnahmen machen. No Man's Sky wird sich verschieben. Da wollte ich auch neue Aufnahmen machen. Und derzeit habe ich für Generation Zero noch genug Aufnahmen. Für Fallout 4 habe ich noch genug Aufnahmen. Fallout 4 wird sowieso durchgehend weiterlaufen. Bei Generation Zero werde ich zwischenrein, wenn die Zeit noch nicht, wenn mir die Zeit nicht ausreicht, hat mehrere Gründe. Privatleben, Dreischichtbetrieb arbeiten, Privatleben am Wochenende, da ich sehr selten zu Hause bin mittlerweile, und im Ende Dezember der anstehende Weihnachtsurlaub, wo ich auf YouTube sicher nichts machen werde. Genau. So, ich fasse jetzt nochmal alles zusammen, damit wir alles benannt haben. No Man's Sky, Alien Isolation folgen später. Generation Zero, das Story-Video folgt zwischen Episode 30 und 33. Es folgt, wenn es fertig ist, und zwischenrein wird es halt keine Episoden geben, weil ich auf das Video hinarbeiten werde. Und auch durch die Größe und Umfang. Größe des Spiels und Umfang der Geschichte, weil es die Geschichte ja über mehrere Regionen zieht. Dreischichtbetrieb, Privatleben, Freundin etc. Also so zurückkehrt. Das sind auch noch Mitgründer, die hineinspielen. Und eins vorweg, am 23.12.2022 folgt das letzte Video auf dem Kanal und dann bis 2023 im Jänner, rund um den 8.9. geht's dann mit YouTube wieder weiter. Genau. Und nun zum Abschluss des Videos zeige ich dir einen kleinen Vorabschnitt, wie das Video, das Story-Video aussehen könnte. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesen knapp 2 Minuten oder 1,5 Minuten. Es weiß jetzt nicht mehr, wie lang das ist. Und wir sehen uns dann zu gegebener Zeit wieder. Das Infovideo, was ich für Mitte Dezember angesprochen habe, das wird dann im Jänner kommen. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Und wenn, du brauchst ja nur auf die Hauptseiten schauen
vom Kanal und ein bisschen runterscrollen. Du siehst ungefähr, ich habe ja schon genug Playlisten drinnen, was dich nächstes Jahr vielleicht erwarten kann oder ansonsten 2024. Ich habe schon mal erwähnt, irgendwo einmal, es ist jetzt alles bei mir auf 2 Jahre, der Content von mir auf 2 Jahre, also 23 und 24 ausgeweitet. Genau. Ich nehme mir die Zeit einfach und das ist halt einfach so, gell. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Demoschnitt, sag ich jetzt einmal, vom Story-Video und wie gesagt, wir sehen uns zu gegebener Zeit wieder. Baba dabei. Hey, this is Anita. So sorry I couldn't call earlier. It's been busy as hell here. Where the hell are you guys? Everyone in the area needs to get to Saltan right away. Call Johnny at the church and see if he can give you a ride. He knows that Dad can't really drive anymore. Okay, I gotta go. Major Lindgren, do you copy? Over. We need a status report. What the hell happened over there? Require full report on the encountered enemy machines. Major Lindgren, do you copy? Over. Gösta, this is Anita. Where are you? The IPA has been going for minutes. I'm trying to get a hold of Peter to see if the army has contacted him, but I have the evacuation plan at my house, so call me as soon as you hear this. Bertil Ludwig to Vesslan. We've established position at Iboholmen Castle, but the civilian Anita Sjögren is nowhere to be found. No visual contact of what she described, but SIGINT did pick up something. Contact! 3 o'clock! I repeat, we have